Ein Weinberg in Franken, mitten im Steigerwald bei Dingolshausen. Wir sind also hier im ökologischen Weinbau unterwegs und haben seit 3 Jahren umgestellt. Und hier kann man gut sehen, dass hier die wirklich schon das Blühen beginnt. Hier grünen nicht nur die Weinstöcke, auch die Streifen dazwischen sind ein Naturparadies. Also ich kann mich noch erinnern, in manchen Gegenden, wo ich auch herkomme, wo Weinbau betrieben wurde oder wird, dass die Hänge alle braun waren. Man hat mittlerweile herausgefunden, dass im Grunde die Vielfalt, sogar die Konkurrenz von Grünpflanzen eher für die Reben förderlich ist. Dann könnte man diesen Weinberg auch einen Weingarten nennen. So ist richtig, genau. Wir haben also hier sehr viele Rehe, Dachs, Luchs zu Besuch, Hasen sowieso. Aber die stören uns nicht, die fressen uns ein bisschen was ab und dann gehen sie wieder heim. Zu Besuch in verschiedenen Weinbergen, das ist die Idee hinter den Exerzitien mitten in der Natur. Der Weinstock als Symbol aus der Bibel dient als Inspiration. Christus selber nimmt den Weinstock für sich in Anspruch, wenn er sagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Rebzweige. Das heißt, die Verbindung zwischen Christus, dieser feste Weinstock hier, der standhaft ist und alt, und die Reben, die da herauswachsen, sind eine Einheit. Wir sind also verbunden mit ihm. Ja? Mehr als 30 Jahre alt sind diese Weinstöcke der Rotweinsorte Domina hier. Was haben sie mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu tun? Welche Pflanze passt zum eigenen Leben? Was sagen knorrige Stämme, was so manche Gabelung im Wuchs aus? Florian Loos hat seinen Weinstock schon gefunden. Ja, weil der Stock zu Beginn relativ geradlinig hochging und dann gab es eine schwierigere Phase in meinem Leben und dann musste ich mich entscheiden zwischen 2 unterschiedlichen Richtungen. Zwischen dem Beruf des Mediengestalters und dem des Winzers. Und die eine Richtung, die bringt dann zwar immer noch Früchte, aber die andere ist es dann letztendlich geworden, die dann von oben bis nach unten noch wunderbare Triebe herausgebracht hatte. Das Leben mit der Natur, eben dann den Winzerwerdegang. 4 Tage dauern die Weinberg-Exerzitien. Die meiste Zeit verbringen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer draußen in der Natur. Wenn ich über die Schöpfung nachdenke, kann ich das in einer stillen Stube auch machen. Aber ich denke, die Schöpfung persönlich zu erfahren, zu begreifen, die Hitze des Tages, aber auch die Kühle des Schattens wieder neu in mir aufnehmen und das nicht als selbstverständlich nehmen. Das erste Wunder, das Jesus gewirkt hat, war das Weinwunder zu Kana. Damit beginnt er sein öffentliches Wirken. Das Wunder, in dem Wasser zu Wein verwandelt wurde, ist nicht die einzige Bibelstelle, in der Wein eine Rolle spielt. Doch die Exerzitien setzen kein biblisches Grundwissen voraus. Sie sind bewusst offen gehalten. Wir waren schon im vergangenen Jahr eine bunt gemischte Gruppe. Gut ist natürlich, wenn man fußläufig fit ist, aber muss man auch nicht zwangsläufig. Es gibt überhaupt keine Ausschlusskriterien. Nachts sei ihm die Idee gekommen, sagt Burkhard Rosenzweig, dessen Exerzitienhaus passenderweise am Fuße eines Weinbergs liegt. Wenn wir es hier in unserer Gegend, wo der Wein wächst, nicht machen, wo sollten wir sonst tun und wann? Und wann, wenn nicht bei solchen Exerzitien, gehören auch ein Shoppen und eine Brotzeit zum festen Programm.